Ein frischer Morgenwind ist durch die Tannen gerauscht, wo das Heidi verwacht ist. Es hat sich schnell angelegt und ist raus vor die Hütte. Heidi, du könntest auch wieder einmal mit auf die Weide kommen. Nein, das geht nicht. Ich muss da bleiben und warten. Der Besuch aus Frankfurt könnte jeden Moment ankommen. Das hast du auch viel gesagt. Und es gilt immer noch. Ich muss dann da sein, wenn der Besuch kommt. Die können ja beim Alpöi warten, oder? Aber wenn du meinst, adieu. Adieu, Peter. Es war so ein schöner Herbsttag, dass Heidi selber wie ein Geissli über die Wiese gehüpft ist. Aber plötzlich ist es stehen geblieben, wie angewurzelt, und hat Richtung Tal geschaut. Grossvater, Sie kommen! Und der Dr. Klaassen läuft voraus. Guten Tag, Herr Doktor. Grüß Gott, Heidi. Na, wie gut du aussiehst. Aber wo sind denn Clara und die Großmama? Ja, Heidi, es tut mir leid. Clara war recht krank und konnte nicht reisen. Deshalb kommt die Großmama auch nicht mit. Aber im Frühjahr, wenn es wieder warm wird, dann kommen sie ganz sicher. Oh, das ist aber schade. Heidi, bald schon ist es Frühling. Es dauert gewiss nicht lange. Ich bin trotzdem traurig. In der Zwischenzeit sind der Dr. Klaassen und das Heidi schon bei der Hütte angekommen. Und der Alpöi ist rausgekommen und hat den Doktor freundlich begrüßt. Sie haben nochmal über alles geredet und wieso der Doktor allein gekommen ist. Der Alpöi hat dem Dr. Klaassen vorgeschlagen, im Dörfli ein Zimmer zu nehmen. Und dann hat er ihm ein Mittag gemacht, wo ihm der Doktor geschmeckt hat, wie schon lange nichts mehr. Genau hier in die Berge muss Clara kommen. Die wunderbare Luft, die herrliche Aussicht. Hier kann sie Kräfte tanken. Und wenn sie isst wie ich heute, dann wird sie so rund wie noch nie. So sind alle drei am Tisch gehockt und haben zusammen geredet und viel gelacht. Am Nachmittag hat ein Mann den Koffer, wo Clara für Heidi gepackt hat, zur Hütte vom Öhi gebracht. Der ist für dich, Heidi. Ja, sieh selbst nach, welche Schätze Clara für dich eingepackt hat. Oh, schau mal. Oh, und das. Und da. Ein Mantel. Eine Wurst. Oh, Grosspapa. Können wir diese Sachen nicht gerade der Grossmama bringen? Bitte. Also gut. Wir gehen grad. Sie sind zu dritt zum Haus von Peter gelaufen. Und bevor es Heidi rein ist, hat sie zum Dr. Klaassen gesagt: Wollen Sie nicht morgen mit auf die Weide kommen? Es ist so schön dort oben. Sehr gerne, Heidi. Ich gehe jetzt mit dem Öhi ins Dorf. Bitte grüß die Großmutter von mir. Großmama, rate mal, was das ist. Es ist von Clara aus Frankfurt. Großmutter ist mit den Fingern über das weiche Wollentuch gefahren. Ein herrliches, warmes Tuch für den kalten Winter. Noch nie im Leben hatte ich so etwas Schönes. Was sind das nur für liebe Leute in Frankfurt? Danke 1000-mal. Heidi, ist das wirklich alles für uns? So eine riesige Wurst habe ich noch nie gesehen. Ja, sicher. Das ist alles für euch. Heidi, was ist denn das für eine riesige Wurst? Die ist für euch alle, Peter. Und jetzt muss ich gehen. Bis bald.